Der Kardinalvikar der Diözese Rom betet nun stellvertretend für die Kirche von Rom. Gott, du treuer Belohner der Seelen, gewähre deinem verstorbenen Diener und unserem Bischof Papst Franziskus, den du als Nachfolger Petri und Hirte deiner Kirche eingesetzt hast, sich bei dir im Himmel auf ewig der Geheimnisse deiner Gnade und Barmherzigkeit zu erfreuen, die er auf Erden treu verwaltet hat. Letanter apud et perpetuo fruatur in celis, per Christum Dominum nostrum. Der Generalvikar der Diözese Rom leitet die Diözese von Rom im Namen des Papstes. Er ist der Einzige, der mit der Sedisvakanz nicht sein Amt verliert. Nun werden die Vertreter der Ostkirchen, der katholischen Ostkirchen, für den Papst beten. Die katholische Kirche besteht aus über 20 eigenen Kirchen, wovon die lateinische, also die römische Kirche, die größte ist. Aber es gibt eben über 20 katholische Ostkirchen, die nun hier versammelt sind. Die Patriarchen und Großerzbischöfe werden in griechischer Sprache ihre Gebete vor den Herrn bringen. Die Gebete sind der griechisch-byzantinischen Liturgie entnommen. Dieser Moment des Gebetes zeigt die Universalität der katholischen Kirche. Katholisch heißt nicht Konfession, sondern katholisch heißt universal. Christus ist auferstanden und mit Weihrauch wird nun in dieser griechischen Form der Leib des verstorbenen Papstes verehrt. Schenke der Seele deines Dieners Ruhe, o Gott und Heiland. Führe ihn zusammen mit den Seelen der Gerechten zu einem seligen Leben bei dir, du Freund der Menschen. Die Seele deines Dieners an den Ort deiner Ruhe, an dem deine Heiligen ruhen, denn du allein bist unsterblich. In der byzantinischen Liturgie erfolgt immer wieder der Ruf Christos anesti, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Es ist der Ruf und die Ermutigung der Gläubigen an die Auferstehung des Herrn zu glauben, die auch Grund für unsere eigene Auferstehung ist nach unserem Tod. Wie Papst Franziskus sagt, endet mit dem Tod das Leben nicht, sondern es beginnt etwas Neues.
ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγερός σου, δεόμετά σου, επάκουσον και ελέησον. Es folgt das dreimalige Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Της ψυχής του κακοιμημένου δούλου του Θεού, πατρός ημών Φραγκίσκου Παπαρόμης, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό, παν πλημέλημα εκούσιοντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ένδα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Auch ein besonderer Zufall oder Fügung ist es, dass an diesem Osterfest die westliche und die östliche Christenheit das Osterfest zu einem gemeinsamen Termin feiert. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπασίσας. Gott der Seelen und allen Fleisches, du hast den Tod zertreten, den Teufel zunichte gemacht und der Welt das Leben geschenkt. Gewähre der Seele dieses deines entschlafenen Dieners, Bischofs Franziskus, Ruhe an einem Ort des Lichts und der Freude, an einem grünen Ort, an einem Ort der Seligkeit, wo es keine Leiden mehr gibt, keine Schmerzen und keine Tränen. Vergib ihm jede Schuld und jedes Versagen, das er begangen hat, in Worten oder in Gedanken oder in Werken. Du, der du ein gütiger und barmherziger Gott bist, ein Freund der Menschen. Denn es gibt keinen Menschen, der lebt und ohne Sünde ist. Du allein bist der ohne Sünde. Deine Gerechtigkeit aber währt auf ewig, und dein Wort ist Wahrheit. Du, o Christus, bist unser Gott, du bist die Auferstehung und das Leben. Du bist die ewige Ruhe deines Dieners, Bischofs Franziskus, der von uns gegangen ist. Wir rühmen dich mit deinem Vater, der ohne Anfang ist. Amen. Dieses Gebet ist in arabischer Sprache. Und wir rühmen dich mit deinem Vater, der ohne Anfang ist, und mit deinem Heiligen Geist, der gütig ist und Leben schenkt, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. المسيح قام من بين الأموات ووطئا. Ewig soll das Gedenken an dich währen, singt der Chor. Du, unser unvergesslicher Bruder, der du die Seligkeit verdient hast. للذين في القبور Cristo è risorto dai morti, con la morte calpestando la morte,
e donando la vita a coloro che licevano nei sepolcri. Nach dem Trauergebet der Vertreter der Ostkirchen, also der Patriarchen, Metropoliten und Großerzbischöfe der 22 katholischen Ostkirchen, wird eine Zeit der Stille sein. In dieser Stille inzensiert Kardinal Reh den Sarg mit den Überresten des verstorbenen Papstes mit Weihrauch und besprengt den Sarg mit Weihwasser. Der Chor singt den Wechselgesang aus dem Buch des Hiob. Ich weiß, mein Erlöser lebt, und am letzten Tag werde ich von der Erde auferstehen. Und mit meinem Leib werde ich Gott, meinen Retter, sehen. Der große Dulder des Alten Testaments, Hiob, bleibt trotz seines Schicksals Gott treu und verlässt ihn nicht. Sein Glaube trotz aller Situation ohne Hoffnung ist: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Gebet des Hiob war ein Gebet des Gottesvolkes des Alten Bundes, das in Jesus Christus sich vollendet hat, am Ostertag, als unser Erlöser Jesus Christus von den Toten erstanden ist. Misericordiae Tue, Pater Clementissime, Papa nostrum Franciscum committimus, quem Petri successore constituisti, et Ecclesia Pastorum. Gütiger Vater, wir vertrauen deiner Barmherzigkeit unseren Papst Franziskus an, den du eingesetzt hast als Nachfolger Petri und als Hirten der Kirche, als unerschrockenen Verkünder deines Wortes und als treuen Verwalter deiner göttlichen Mysterien. Wir bitten dich, nimm ihn auf in dein himmlisches Heiligtum, wo er sich mit all deinen Erwählten der ewigen Herrlichkeit erfreuen möge. Wir danken dir, Herr, für alles Gute, für alle guten Gaben, die du ihm in deiner Güte zum Wohl und Besten deines Volkes gewährt hast. Schenke deiner Kirche, die ihres Hirten beraubt ist, den Trost des Glaubens und die Kraft der Hoffnung. Dir, Vater, dem Quell des Lebens, sei durch Christus, den Sieger über den Tod, im lebensspendenden Geist, alle Herrlichkeit und Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen, und durch Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen. Mit diesem traditionellen Lied zum Paradies mögen Engel dich geleiten, wird nun der Sarg mit dem verstorbenen Papst in die Basilika getragen. Die Gläubigen auf dem Petersplatz und in der Via della Conciliazione haben sich erhoben und geben ihren letzten Gruß mit einem Applaus. Während der Sarg in die Basilika getragen wird, bleiben die Gläubigen und die Kardinäle auf dem Petersplatz. In der Basilika selbst wird er dann in ein Auto verladen und mit diesem zur Basilika Santa Maria Maggiore gefahren. Damit hat der letzte Teil der Eucharistiefeier, nämlich die Aussegnung und die Verabschiedung, geschlossen, und nun beginnt die Überführung des verstorbenen Papstes an seine letzte Ruhestätte. Für alle, die sich vielleicht erst jetzt zugeschaltet haben, wir übertragen vom Petersplatz in Rom das Requiem für den verstorbenen Papst Franziskus, der am Morgen des Ostermontag von uns gegangen ist. Er wurde 88 Jahre alt. Mein Name ist Silvia Kritzenberger. Und ich bin Pater Martin Wolf, und wir freuen uns, dass wir diese Trauerfeierlichkeiten für Sie begleiten dürfen. Ja, im Petersdom sind 90 Päpste begraben, 21 davon in den vatikanischen Grotten. Die Lateranbasilika ist die Hauskirche des Bischofs von Rom. Kein Wunder also, dass viele Päpste auch dort begraben sein wollten. Tatsächlich sind es 22. 7 ruhen in Santa Maria Maggiore, 5 in der Basilika Santa Maria in Minerva, 5 in St. Laurentius vor den Mauern und einer in der Basilika der 12 Apostel. Einer der Päpste, die nicht in Rom begraben sind, ist Gregor XII., der Papst, der im Jahr 1415 auf sein Amt verzichtete, wie es später auch Benedikt XVI. Getan hat. Er ruht in der Kathedrale von Recanati in den Marken. Die Gräber von Benedikt XII. Und Johannes dem 22. befinden sich in Avignon.
Der selige Gregor X. hat seine letzte Ruhestätte in Arezzo gefunden. Der heilige Gregor VII. In Salerno, Aedatus I. in Venetien. Papst Franziskus hatte bestimmt, dass er in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt werden will. In Santa Maria Maggiore befinden sich auch die Gräber von Honorius III., Nikolaus IV., Pius V., Sixtus V., Paul V., Clemens VIII. Und Clemens IX. Santa Maria Maggiore ist die größte Marienkirche Roms und die Lieblingsbasilika von Papst Franziskus. Und deshalb war es sein Wunsch, auch dort begraben zu werden. Hier hat Franziskus oft vor dem Gnadenbild Maria Salus Populi Romani gebetet, der Schutzpatronin Roms. Und das schon am ersten Tag seines Pontifikats. Unter den Klängen des Magnifikats aus dem Lukasevangelium im ersten Kapitel, dem Lobgesang der Maria von Nazareth, wird nun der Leichnam des Heiligen Vaters erhoben und von 14 Dienern des päpstlichen Hauses in die Basilika getragen. Zur Verabschiedung wird der Papstsarg noch einmal so gehalten, dass die Menschen ihn sehen können. Es ist der wichtigste Abschied für das Volk und für die Gläubigen. Es brandet Applaus auf, während der Sarg sich den Gläubigen zuneigt. Auf dem Sarg sehen wir ein schlichtes Kreuz und das Wappen seines Pontifikats. Yeah.
Unter dem Bild des auferstandenen Christus wurde der Sarg des verstorbenen Papstes in die Basilika St. Peter getragen. Nun wird ein ausgewählter Kreis von Repräsentanten an der Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore teilnehmen. Die Campanone, die größte Glocke des Domgeläuts, schlägt nun und der Sarg mit den Überresten von Papst Franziskus ist vor dem Petrusgrab angelangt und verharrt. Ein letzter Gruß des 266. Nachfolgers des Petrus an den Ersten, den Apostel Petrus, der unter dem Papstaltar begraben ist. Das Trauergeläut des Petersdoms mit der großen Glocke dieses Geläutes wurde der Tod des Pontifex angekündigt. Am Ostermontag wurde von Hand die Glocke betätigt und diese Klänge haben auf dem Petersdom eine ganz eigene Atmosphäre verbreitet. Wir sehen, Rom strahlt in seinen wunderschönen blauen Himmel zur Verabschiedung des Bischofs dieser Stadt. An den Straßen werden die römischen Bürgerinnen und Bürger stehen und dem Papst noch einmal ein Geleit geben.
Wir nehmen Abschied von Papst Franziskus, den Papst, der die Armen geliebt hat und das außerordentliche heilige Jahr der Barmherzigkeit eingeläutet hat, der für eine Kirche der Barmherzigkeit geworben hat, die sich den Peripherien der Gesellschaft zuwendet. Mit der Enzyklika Laudato Si setzte Papst Franziskus einen Meilenstein im Umweltschutz und der Schöpfungsverantwortung. In Fratelli Tutti hat er die Geschwisterlichkeit und soziale Gerechtigkeit thematisiert. Papst Franziskus förderte die Synodalität als neues Leitprinzip der Kirche, um eine stärker mitwirkende, eine hörende Kirche zu schaffen. Papst Franziskus unternahm 47 apostolische Reisen in 61 Länder, darunter Krisenregionen wie den Irak und den Südsudan. Und er setzte sich als Friedensstifter ein, etwa bei der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Kuba sowie im Ukraine-Konflikt. Papst Franziskus reformierte die Kurie und die innere Struktur der Kirche mit dem Ziel, sie missionarischer und dienender zu gestalten. Durch seine Kardinalsernennungen wurde das Kardinalskollegium globaler, Frauen aus verschiedenen Kontinenten und Epochen heilig gesprochen. Darunter Johannes den 23., Paul den 6., im Heiligen Stuhl. An 9 Tagen werden jeweils heilige Messen gefeiert für verschiedene andere Personengruppen. Das T-Feier für die Seelenruhe des Heiligen Vaters, Papst Franziskus. Gefeiert. Teilen der Welt zusammen. Auch Politiker Johannes den 23., Paul den 6. von unterschiedlicher Ausrichtung. Und war ein Treffen zwischen Präsident Trump und Präsident Zelensky im Petersdom im Heiligen Stuhl. An 9 Tagen werden jeweils heilige Messen gefeiert für verschiedene andere Personen. Heilige Messen gefeiert für verschiedene andere Personengruppen. Neues Interesse auch am Glaube und an neues Interesse auch am Glaube und an der Kirche gewinnen. Beim Weltjugendtag in Lissabon, T-Feier
für die Seelenruhe des Heiligen Vaters, Papst Franziskus, gefeiert. Alle nicht ausschließen, sondern integrieren. Teilen der Welt zusammen. Auch Politik Ausgang, den er zu Lebzeiten immer wieder auch von der Casa Santa Marta in den die Gläubigen und die Römerinnen und können vermutlich auch ab Präsident Trump und Präsident Zelensky im Peters applaudieren und einige von ihnen werden sich direkt in Reichweite vom Zentralbahnhof, der den Namen Ausgang, den er zu Lebzeiten immer wieder auch von der Casa Santa Marta in den die Gläubigen und die Römerinnen und können vermutlich auch applaudieren und einige von ihnen werden direkt in Reichweite vom Zentralbahnhof, der den Namen der Heilige Stuhl kurz nach seinem Hinscheiden auch veröffentlicht hat. Es ist ein sehr mit seiner Beerdigung zu tun haben. Im Bewusstsein, dass
nur hinsichtlich des Ortes meiner Beerdigung zum Ausdruck bringen. Ich habe meine sterblichen Überreste in Erwartung meiner Beerdigung zum Ausdruck bringen. Ich habe meine sterblichen Überreste in Erwartung des Tages der Auferstehung in der päpstlichen Basilika St. Apostolischen Reise zum Gebet hingegangen bin, um der unbefleckten Mutter meine Anliegen vertrauensvoll anzuvertrauen und ihr für ihre gütige und mütterliche Fürsorge zu danken. Ich bitte darum, dass mein Grab in der Nische im Seitenschiff zwischen der Paulinischen Kapelle und der Sforza-Kapelle der genannten päpstlichen Basilika eingerichtet wird, wie in der beigefügten Anlage angegeben. Das Grabmal des Ortes meiner Beerdigung zum Ausdruck bringen. Ich habe meine sterblichen Überreste in Erwartung des Tages der Auferstehung in der päpstlichen Basilika St. Apostolischen Reise zum Gebet hingegangen bin, um der unbefleckten Mutter meine Anliegen vertrauensvoll anzuvertrauen und ihr für ihre gütige und mütterliche Fürsorge zu danken. Ich bitte darum, dass mein Grab in der Nische im Seitenschiff zwischen der Paulinischen Kapelle und der Sforza-Kapelle der genannten päpstlichen Basilika eingerichtet wird, wie in der beigefügten Anlage angegeben. Das Grabmal muss in der Erde sein, schlicht, ohne besondere Verzierung und mit der einzigen Inschrift Franziskus. Das Grabmal im Seitenschiff der Basilika Santa Maria Maggiore wurde aus weißem Marmor aus Ligurien gefertigt. Wie Papst Franziskus in seinem geistlichen Testament verfügt hat, trägt es lediglich die Inschrift Franziskus in Großbuchstaben. Über dem Stein ist eine Nachbildung seines silberfarbenen Brustkreuzes angebracht. Das Grab wird in einer Nische im Seitenschiff zwischen der Paulinischen Kapelle und der Sforza-Kapelle der Basilika Santa Maria Maggiore eingerichtet. Ja, wir sehen hier den Wagen mit dem Sarg von Papst Franziskus, der sich seinen Weg durch die Straßen Rom bahnt, vorbei an dem Gebäude, in dem er gewohnt hat, das Vatikanische Gästehaus Santa Marta. Mit dem Grab in Santa Maria Maggiore, der Ort, wo sich das Grab befindet, liegt gleich direkt neben der Kapelle mit der Lieblingsikone von Papst Franziskus. Vor dem Marienbild Salus Populi Romani hat Franziskus häufig gebetet. Zuletzt gut eine Woche vor seinem Tod. Die Marienikone ist die Schutzpatronin der Römer. Papst Franziskus war ein Kind italienischer Einwanderer. Der Großvater seiner Mutter, Vincenzo Girolamo Sivori, war als junger Mann nach Buenos Aires ausgewandert, wo er 1882 im Alter von nur 32 Jahren starb. Im Rahmen seiner Genua-Reise im Mai 2017 hatte Franziskus zum ersten Mal die Gelegenheit, seine italienischen Verwandten zu treffen. Papst Franziskus hatte den Wunsch geäußert, in einem Grab aus ligurischem Stein dem Land seiner Großeltern beigesetzt zu werden. Ja, wir hören hier den Applaus der Gläubigen, die die Straßen Roms säumen, um Abschied zu nehmen von Papst Franziskus. Der Konvoi mit dem Sarg des Heiligen Vaters wird nun unter dem Gianicolo-Hügel durch einen Tunnel fahren. Auf dem Gianicolo-Hügel befindet sich neben der päpstlichen Missionsuniversität Urbaniana auch das päpstliche Kinderkrankenhaus Gesù Bambino, das über die Grenzen Italiens hinaus für die fachliche Kompetenz bei der Kindermedizin berühmt ist. Papst Franziskus und das Papamobil wird begleitet von einer Ehreneskorte der italienischen Carabinieri. Damit hat der Heilige Vater das Staatsgebiet des Vatikans verlassen und begibt sich nun durch die Straßen von Rom.
Für Rom selbst ist er der Bischof, der Ortsbischof dieser Stadt gewesen. In Kürze wird er den Tiber überqueren und dann sich den Weg durch die Stadt bahnen. Das Papamobil, das den Heiligen Vater fährt, hat immer das Nummernschild SCV1, also Stato della Città del Vaticano, Staat der Stadt des Vatikans. SCV1 ist also das Nummernschild des Papstes. Auch dieses Nummernschild ist nun angebracht und so zeigt es auch den Bürgerinnen und Bürgern von Rom, dass nun ihr geistliches Oberhaupt Abschied nimmt. Ja, der Konvoi bewegt sich unter den Papa Francesco-Rufen der Gläubigen auf sein Ziel zu, die letzte Ruhestätte von Papst Franziskus, Santa Maria Maggiore. Seit 16 Jahrhunderten dominiert die päpstliche Basilika Santa Maria Maggiore das Stadtbild Roms. Sie ist nicht nur die Marienkirche par excellence, sondern auch eine Wiege der Kunst. Sie hebt sich auf dem Gipfel des Esquilin und ist eine der 4 Papstbasiliken der ewigen Stadt. Die Überlieferung besagt, dass die Jungfrau Maria den Bau ihrer Kirche auf dem Esquilin-Hügel angeregt hat. Sie erschien dem Patrizier Johannes und Papst Liberius im Traum. Sehr, sehr viele Menschen säumen die Straßen. Die Römer erweisen ihrem Bischof die letzte Ehre. Das Papamobil hat gerade den Tiber Vater, der verstorbene Papst Franziskus, durch die Stadt. Viele Reisen unternommen hat an die Grenzgebiete, die Peripherien der Welt besucht hat. Hat nun heute seine letzte Reise angetreten. Das Papamobil hat gerade den Tiber, Vater, der verstorbene Papst Franziskus, durch die Stadt. Auch wenn die eigentliche Beisetzung in einem privaten, nicht öffentlichen Rahmen stattfindet, so können doch die Gläubigen ab morgen das Grab
Auch wenn die eigentliche Beisetzung in einem privaten, nicht öffentlichen Rahmen stattfindet, so können doch die Gläubigen ab morgen das Grab von Papst Franziskus besuchen. Morgen Abend wird dann in der liberianischen Basilika, wie die Basilika Santa Maria Maggiore auch heißt, mit einer Vesper. Die Kardinäle werden morgen um 16 Uhr die heilige Pforte dieser Basilika durchschreiten und dann gemeinsam die Vesper, also das Abendgebet der Kirche. Trauerzeit, die mit dem Begräbnis eines Papstes beginnt, wird Kardinal Pietro Parolin um 10 Uhr eine Gedenkmesse für Franziskus auf dem Petersplatz leiten. Die Messfeier war bereits vor dem Tod des Papstes im Rahmen der Heiligjahrfeier für die Jugendlichen vorgesehen. Doch die Messe wird im offiziellen Kalender nun nicht mehr für das Jubiläum auch. Messen. Geleitet werden sie durch wechselnde Messen. Geleitet werden sie durch wechselnde Kurienkardinäle. Basiliken, also Basilike Minor. Kurienkardinäle. Basiliken, also Basilike Minor. Hängt das Wappen, setzt werden. Hängt das Wappen, setzt werden. Parolin um 10 Uhr eine Gedenkmesse für Franziskus auf dem Petersplatz leiten. Den Papst nennt und für ihn betet, nicht mehr genannt. Dies zeigt, erwähnt nur das Kollegium, also die Gemeinschaft der Bischöfe. Auch die Messen. Geleitet werden sie durch wechselnde Kurienkardinäle. Basiliken, also Basilike Minor. Hängt das Wappen, setzt werden. Den Papst nennt und für ihn betet, nicht mehr genannt. Dies zeigt, erwähnt nur das Kollegium, also die Gemeinschaft der Bischöfe. Der Metro ist dieser historisch auch wichtigen Stelle vorbei. Politischen
Zentrum des antiken Roms. Hier sehen wir auch den Altar des Vaterlands. Ganz Rom ist voll mit Menschen an den Straßenrändern. Aus dem Raub des Schatzes, des Tempelschatzes Jerusalem, der im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde, erbaut. Und dort wurden dann in der Zeit der Christenverfolgung zahlreiche Christen ermordet. Als Zeugen für ihres Glaubens sind sie dort gestorben. Jedes Jahr haben die Päpste am Karfreitag dort den Kreuzweg gebetet, ein sehr eindrückliches Zeichen. Am letzten Karfreitag war es Papst Franziskus nicht möglich, daran teilzunehmen, aufgrund seiner gesundheitlichen Situation. Der Papst fährt nun durch das historische Zentrum der Stadt, vorbei am Forum Romanum, an den Foren des Trajan und am Kolosseum. Vereinzelt hören wir auch Rufe, Papa Francesco. In der Sedis Vacans keine besondere Leitung. Die Kurie wird nicht mehr von ihren Präfekten geleitet. In dieser Sedis Vacans und er hat am Karfreitag diesen Kreuzweg im Kolosseum gebetet. Die Texte dieses Kreuzweges stammten aus der Feder von Papst Franziskus selbst. Kolosseum gebetet. Die Texte dieses Kreuzweges stammten aus der Feder von Papst Franziskus selbst.
Das Papamobil wird nicht nur von einer Ehreneskorte der Carabinieri begleitet, sondern auch von einigen anderen Fahrzeugen. In denen ist der Kardinal Camerlengo, also der Kardinalkämmerer, Vertreter der Kardinalsränge, also der Kardinaldiakone, Priester und Bischöfe für Rom, und dem Substituten des Staatssekretariates sowie den päpstlichen der Basilika. St. Peter und der Basilika. Seit Weihnachten Wochen. Das wird mit dem neuen Papst wieder erneut auf dieses große Wochen. Das wird mit dem neuen Papst wieder erneut auf dieses große Ereignis vorbereitet. Durch viele Finanzhilfen des italienischen Staats wurden neue unterirdische geschafft, und es ist wirklich festzustellen, dass Rom sich verändert und St. Peter und der Basilika. Auf der Via Merulana auf den Esquilin-Hügeln, die beiden auf der Via Merulana auf den Esquilin-Hügeln, die beiden Basiliken Maria Maggiore und Lateran in Kürze. Anfang August dieses heiligen Wege der Krippe, in die das Jesuskind gelegt wurde. Und hier war es, wo am Heiligen Abend zum ersten Mal eine Messe gefeiert wurde. Über Jahrhunderte hinweg kamen die Päpste in diese Basilika, um diesen Brauch aufrechtzuerhalten.
Zu den wichtigsten Schätzen der Basilika gehören die Reliquien der heiligen Matthias und Hieronymus. 7 Päpste sind in dieser Basilika beigesetzt. Ja, und der Wagen mit dem Sarg von Papst Franziskus ist jetzt vorgefahren vor der Basilika Santa Maria Maggiore. Hier wird Papst Franziskus seine letzte Ruhestätte finden, in einem schlichten Grab. So wie er es sich gewünscht hat. Und läutet nun als Empfang für Immaculata, also der unbefleckten Empfängnisstatue, und hier sehen wir Franziskus. Die ihr Kind in der Hand hält. Sie ist mit Frauen, also für die Jungfrauschaft, Mariens und das Ikone, die in der Paulinischen nutzt, um dort in verschiedenen Sprachen zur Beichte gehen zu können. Nehmen das auch wahr. Der Beichtdienst wird von Dominikaner Basilika und es beginnen nun die Gebete und die letzten und läutet nun als Empfang für Immaculata, also der unbefleckten Empfängnisstatue, und hier sehen wir Franziskus. Immaculata, also der unbefleckten Empfängnisstatue, und hier sehen wir Franziskus. Die ihr Kind in der Hand hält. Sie ist mit Frauen, also für die Jungfrauschaft Mariens und das Ikone, die in der Pauline nutzt, um dort in verschiedenen Sprachen zur Beichte gehen zu können. Nehmen das auch wahr. Der Beichtdienst wird von Dominikaner Brigade der Schweizer Gardisten, die nun auch in dieser Basilika und es beginnen nun die Gebete und die letzten versenkt wird.
Papst Franziskus wollte, wie schon in seiner Schlichtheit, die er in seinem ganzen Pontifikat Papst Franziskus wird nun der Papst an seine der Schweizer Gardisten, die nun auch in dieser Basilika eine letzte Ruhestätte geführt. Als Israel aus Ägypten auszog, das Haus Jakobs, ihr Berge, was hüpft ihr wie Witter, ihr Hügel wie junge Lämmer, was ist mit dir mehr? Die Schola singt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Besingt, soll zeigen, wird nun der Papst an seine letzte Ruhestätte geführt. Als Israel aus Ägypten auszog, das Haus Jakobs, ihr Berge, was hüpft ihr wie Witter, ihr Hügel wie junge Lämmer, was ist mit dir mehr, dass du flüchtest? Den Fels zum Wasserteich verwandelt, Kieselgestein zu quellendem Wasser. Dieser Psalm, der den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei besingt, soll zeigen, man trägt den Leichnam des Heiligen Vaters in die Kapelle. Man trägt den Leichnam des Heiligen Vaters in die Capella Paulina, also in die paulinische Kapelle, die von Papst Paul errichtet wurde, als Heimstätte der berühmten Ikone, der Schutzpatronin von Rom. Papst Franziskus wird sozusagen noch einmal vor diese Ikone treten, um sich von ihr zu verabschieden. Sie, die ihm im himmlischen Jerusalem nun
erwartet. 4 Kinder bringen weiße Rosen der Mutter Gottes und legen sie auf den Altar. Zu Lebzeiten hat Papst Franziskus vor und nach seinen Reisen als Dank und als Bitte weiße Rosen auf diesen Altar gebracht. Es ist eine Geste, die nun die Kinder übernehmen anstelle unseres verstorbenen Heiligen Vaters. Diese letzte Feier wird von Kardinal Kevin Farrell geleitet. Er ist der Camerlengo, also der Kardinalkämmerer des Bischofs, des Kardinalskollegiums. Papst Franziskus hat bis zuletzt im Weinberg des Herrn gearbeitet, unermüdlich, ohne sich zu schonen. Das hat gerade in den letzten Wochen rund um seine Einlieferung in die Gemelli-Klinik vielen Menschen in aller Welt Respekt abgenötigt. Man konnte an den sterbenskranken Johannes Paul II. Denken, der bis zuletzt am Steuerbord des Schiffleins Petri ausharrte. Beide, der argentinische und der polnische Papst, starben in den Ostertagen, nachdem sie noch mit letzter Kraft den Urbi et Orbi Segen erteilt hatten. Sie starben ins Österliche hinein. Franziskus dazu noch in einem heiligen Jahr, dem er den Prägestempel der Hoffnung aufgedrückt hatte. Seine letzte Ruhe hat er in der Marienbasilika Santa Maria Maggiore gefunden. Auch im Tod ist Papst Franziskus nun der nah, die er sein ganzes Leben lang glühend verehrt hat, der Gottesmutter. Und damit endet diese Live-Übertragung aus Rom. An dieser Stelle möchte ich noch auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschieden sich Silvia Kritzenberger und Pater Martin Wolf. Laudetur Jesus Christus.